also meinen Kanal weiterführen und sehr viele Videos hochladen. Ich hatte mir auch eine Liste gemacht, was ich alles für Videoideen habe und so weiter. Aber die letzten Wochen waren einfach so mega anstrengend und so mega stressig und emotional und es mussten noch so viele Dinge geschehen und ich musste noch sehr viele Leute sehen und besuchen und verabschieden und ja, das ist natürlich auch ein großer Schritt, den ich da gewagt habe, denn ich bleibe eine ganze Zeit in Mexiko, 4 Jahre und ja, damit musste ich auch erstmal klarkommen. Ja, der Grund, warum ich jetzt gerade ein Video hochlade, ist der, dass ich ein Geschenk bekommen habe von einer ganz, ganz lieben Freundin von mir. Die hat mir nämlich eine Kiste gemacht. Die fand ich so süß. Und ich hatte überlegt, ob ich die vielleicht mal vorstelle. Weil viele von euch, die mögen ja auch diese ASMR-Geräusche sehr gerne. Und mit dieser Kiste und dem Inhalt und so kann man bestimmt sehr gute Geräusche machen. Und ich fand es einfach so süß, das Geschenk. Ja, könnt ihr mir ja mal erzählen, ob ihr darauf Lust habt. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das dann machen soll. Ich weiß auch nicht, ob es überhaupt geht, dass ich Videos hochladen kann, da ich momentan im Hotel wohne, noch 3 Wochen oder so. Und ich weiß nicht ganz genau, wie gut die Internetverbindung ist. Ich hatte auch eigentlich ein paar Videos gemacht, sogar in der Zeit, aber die habe ich dann nicht hochgeladen, weil ich keine Lust hatte, die zu schneiden oder sonst was. Es kam halt immer was dazwischen. Ich habe aber dieses Buch Flüsterherz extra mitgenommen. Also jetzt schon mitgenommen, mein Umzug, der kommt dann erst später, Anfang September oder so, mit meinen ganzen Möbeln und so weiter. Und jetzt habe ich halt nur 2 Koffer und da habe ich aber extra das Buch Flüsterherz mitgenommen, damit ich das wenigstens weiterlesen kann. Genau, das werde ich dann bestimmt auch demnächst machen. Ja. Ja, also die letzten Wochen, wie gesagt, die waren sehr nervenaufreibend. Ich bin jetzt aber froh, dass es jetzt geschafft ist und dass ich endlich angekommen bin. Und dass es jetzt sozusagen losgehen kann. Denn ich habe sehr darauf gewartet, war aber gleichzeitig auch sehr wehmütig da. Also ich habe ja in Berlin gewohnt, seit 2 Jahren ungefähr und hatte damals auch alleine Berlin neu angefangen sozusagen. Und ich liebe Berlin. Berlin ist einfach eine super tolle Stadt. Ich liebe sehr viel an Berlin. Die Menschen, meine Arbeit, alles Mögliche. Also es war schon schwer zu gehen, aber auch richtig zu gehen, wenn ihr wisst, wie ich das meine. Also manchmal muss man einfach im Leben loslassen können, um wieder neue Wege zu beschreiten. Und ja, also ich freue mich jedenfalls mega sehr auf die Zeit in Mexiko. Mexiko ist wirklich ein ganz tolles Land, ein ganz tolles Reiseland. Man kann so viel sehen, so viel entdecken. Also darauf freue ich mich am meisten. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das alles so wird. Ich freue mich dann auch, wenn ich dann endlich meine neue Wohnung kann. Im Juni war ich ja schon mal hier für eine Woche, 10 Tage so ungefähr und habe mir eine Wohnung gesucht und ich habe auch eine ganz, ganz schöne gefunden.
Mexiko-Stadt gibt es eigentlich keine ruhigen Straßen. Das ist auch was ich auf jeden Fall vermissen werde. Diese Ruhe teilweise in Berlin. Also ich habe ja ein bisschen, also es war zwar Berlin, aber schon etwas außerhalb gewohnt und es war sehr grün und man konnte herrlich mit dem Fahrrad fahren und so weiter. Hier gibt es zwar auch Parks und so weiter, aber es ist halt natürlich nicht das Gleiche. Es ist auch eine sehr hohe Luftverschmutzung, wo ich auch erstmal mit klarkommen muss. Also momentan habe ich noch keine Probleme. Ich habe das auch nicht so gemerkt, als ich da die Woche im Juni da war. Aber man könnte mal schauen, wie das so wird. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Mexiko-Stadt liegt ja auch sehr hoch, also über 2300 Meter. Das merkt man am Anfang auch ein bisschen, dass man kurzatmig ist, ein bisschen Schwindel hat und Kopfdruck und so weiter. Also ich habe es letzte Mal auf jeden Fall gemerkt. Momentan geht es eigentlich. Also der Körper stellt sich dann auch um, der muss sich dann anpassen. Es werden mehr Blutkörperchen gebildet und ja, wird einfach eine bessere Sauerstoffversorgung hergestellt werden kann. Ja, vielleicht kann ich ja dann auch so ein paar Vlogs machen mit so Videos oder Bildern von Mexiko oder so. Ich habe natürlich auch vor, mehr Spanisch zu reden. Also nach 4 Jahren werde ich dann wahrscheinlich schon richtig gut Spanisch können. Da freue ich mich schon drauf. Und ja, die spanische ASMR-Gemeinde ist ja auch mega riesengroß. Da freue ich mich auch schon, dass ich dann noch mehr Zuschauer hoffentlich dafür begeistern kann. Ja, also es wird auf jeden Fall spannend. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja, meine Videos ja anschauen und mich auch abonnieren und kommentieren. Nein. Also das ist mir eigentlich egal. Ich möchte jetzt nicht so ein Riesenkanal werden oder so. Aber ich finde es trotzdem irgendwie schön, etwas Bleibendes zu hinterlassen. Okay, also dann sage ich erstmal Tschüss, Adios und bis bald. Ciao, ciao. Hola, hola, buenos días, mis queridos hispanohablantes. ¿Cómo están? Es Whisper with Heart. Solo me gustaría hacer un video para decir que todavía existe este canal. Es que me he mudado a México. Es decir que desde Berlín a Ciudad de México. Y las últimas semanas fueron muy duro para mí y muy emocional a causa de la mudanza. Tenía mucho estrés. Ahora estoy aquí desde unos días y tengo que acostumbrarme a mi nueva vida en México. Hoy, por ejemplo, tenía el primer día en mi trabajo. Bueno,
Träge